Salty. Der Burn. Dr. Disrespect Vergleich. Habt ihr gedacht, der Erich sei gut, um dem Ganzen klar schief machen und ein bisschen clearer? Das Ganze ist aus einem Twitter-Beef entstanden. Und zwar war das einfach eine Antwort auf ein anderes Video, das auf Twitter kursiert gepostet worden ist. Das Ganze hat in meiner Community ein bisschen für Furore gesorgt, wenn ich ehrlich bin. Es hat mich extrem positiv überrascht, was für eine 1A-Community der Top 10 Erich hat. Ich bin wirklich fast zu Tränen gerührt worden, was für geile Dudes und dort der Top 10 Erich in seiner Community hat. Leute, die mir geschrieben haben, Kommentare gemacht haben, die halt wirklich gemeint haben, es sei etwas, und wo ich einfach merke, dass ich diesen Leuten wirklich irgendwie am Herzen liege und dass die Leute einfach mein Zeug feiern und wirklich einfach mehr vom Erich wollen. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, dass mir diese Leute extrem am Herzen liegen. Nicht speziell durch so eine Situation, wo der Erich gerade gesehen hat, wie die Leute drauf sind, wie die Leute zum Erich stehen und dass die Leute einfach hinter dem Erich stehen, egal was ist. Und sowas feiere ich extrem, sowas feiere ich mehr als jeder Follow, mehr als jede Interaktion, mehr als alles andere, was man da in dem Internet haben kann. Darum grosses Lob an die Top 10 Community. Echt jeder einzelne von euch ist ein astreine Dude, eine astreine Dudette. Und einfach Top 10 Community goes for President. Ganz klar. So, what happened? Am Donnerstag hat der Gubin Plays, der Fabian, Gubin Plays heisst er, nicht Fabian, Gubin Plays, ein Video released, was der Blix, natürlich ein alter Erzfeind, könnte man schon fast sagen, natürlich im Livestream sich nicht nehmen lassen hat, um das Video zu zeigen und direkt kommentieren. Und das schauen wir jetzt ganz schnell an. Hello Darkness, my old friend. Wir haben anonym Post aus der Community erhalten und wollen das natürlich dem ersten Sinn nicht vorhalten. Gibt es ihre Ähnlichkeiten? Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Can we have some PJ Salts in the chat? This is fucking salt into the wounds, boys. Salty. Der Burn. Dr. Disrespect Vergleich. Scheiße, so neu. So originell. I have to say, you're a cheap copy. Hello, Darkness, my old friend. I wanted to say something, but I forgot. Oh yeah, the dog at least has a better quality of his camera. Wait, yeah, okay, Eric tries to do it on 80s style, but hey, on 80s it should probably do it on nearly black and white. Moment, 80er Jahre noch kein Farbfernsehen? Lieber Spaghetti-Streamer Plex, ich weiß nicht, von wo du die Infos hast, aber du liest da leicht falsch. Wenn man mal auf Wikipedia schaut, sieht man, dass Farbfernsehen schon eigentlich in den späten 70er Jahren gegeben hat. Warum weiss das der Erich? Weil der Erich natürlich schon seit den frühen 80er Jahren Livestream. Seit den frühen 80er Jahren ist er schon in dem Business. Neben seiner Tennis-Coach-Karriere hat er das Streaming-Ding einfach im Hintergrund ein bisschen betrieben. Und weil ihm das sowieso niemand glaubt, hat der Erich da ganz klar den Beweis jetzt für euch. Jawohl, komm schon. Gib ihm! Gib ihm! Ja! Ich hoffe, das war Beweis genug gewesen. Oh, ab und zu Plex und Spaghetti, da fällt mir gerne noch was ein. Warte mal, Plex, warte mal schnell.
Lieber Plex, kann ich jetzt auch Teil sein von der Legion of Retribution? Bin ich jetzt auch Teil, Plex? Bitte, lass mich auch in die Legion of Retribution. Bitte! Top 10 Erich ist eigentlich kein Fan von Schwanzvergleich und so weiter, wie es PlayWC ja momentan ein bisschen macht mit ihrer wöchentlichen Liste. Aber ich glaube, den Plex können wir ein bisschen oben abholen, wenn wir einfach mal vielleicht die Fakten einfach mal vergleichen. Oder? Einfach mal einen Stand suchen. Ihr wisst, wie es der Erich hat, wenn der Erich Top 10 Backhands verteilt, dann sind die Backhands auch mit Fakten beleidigt. Top 10 Fakten Backhand. Schau mal, was beim Plex in den letzten 90 Tagen an Sachen Follower passiert ist. What? 2 Follower? What? Okay, er hat vielleicht einen schlechten Monat gehabt. Ich kann 2 Follower in den letzten 90 Tagen. Das kann mal sein. Das kann sicher nicht am Plex im Stream liegen. No way kann das am Plex im Stream liegen. Niemals. Wenn man von Englisch zu Schweizerdeutsch und dann von Schweizerdeutsch, weil man merkt, es funktioniert nicht, nochmal zu Englisch wechselt. Schwierig, Plex. Vielleicht Chinesisch wäre vielleicht eine Option. Chinesisch hat viele Viewers oder so. Oder keine Ahnung, Portugiesisch, ich weiß es nicht. Vielleicht probierst du noch 3 andere Sprachen aus und dann findest du es vielleicht mal. Schauen wir mal, was beim Erich in den letzten 90 Tagen gegangen ist im Vergleich zum Spaghetti-Streamer Plex. Einfach, ich weiß es selber noch nicht. Darum schauen wir doch einfach mal schnell rein. Holy! Wow! 60 Follower in den letzten 90 Tagen. 60! Woo! Yeah! This is fucking salt into the wounds, boys. Da sage ich nur Eisplex. Oh, Salt. Right into the wound. That burn. That burn, Plex. Right into the wound. Salty. Salty, Plex. Kommen wir doch ganz einfach zu der Streamer-Bewertung von Plex. Was? No way, das kann nicht sein. Nochmal. Wir geben dem nochmal einen Versuch. Oh. Der Fabian, der Gubin Plays, hat den Auftrag von der Swiss Angry Noobs bekommen. Die haben da im Hintergrund wieder auch ein bisschen am Erich seine Interaktionsrate ein bisschen abstauben, weil man weiß genau, dass wenn der Erich irgendwo ist und auftaucht in einem Chat, was auch immer, dann geht der Hate los, dann kommen die Interaktionen und dann muss der Erich wieder aufziehen und Backhands verteilen. Und das wissen natürlich alle und jetzt wollen natürlich alle irgendwie hinten durch ein Beef mit dem Erich anfangen und natürlich irgendwie ihren Teil vom Kuchen abstauben. Darum, eben, wie gesagt, haben Swiss Angry Noobs das Video in Auftrag gegeben beim Fabian, beim Gubin's Plays, beim Gubin Play, ich weiß nicht mal, wie er richtig heisst. Und der hat dann das Video anonym rausgehauen über die Swiss Angry Noobs. Darum, Props an Gubin, an Gubin für das Video. Also, das Video war gut gewesen. Ich hätte auch wirklich gern anders geantwortet, wenn du nicht in einem Verlauf von einem Tag 3 Videos rausgehauen hättest, die du mit probiert hast zu dissen. Es wirkt leicht besessen und leicht too much. Also Timing, Joke und so, das müssen wir noch ein bisschen anschauen. Ich möchte es nicht abschwätzen, ich möchte es nicht schlecht reden, sondern ich möchte wirklich am Fabian, Gubin Plays, wirklich Kompliment machen. Er hat herausgefunden, wie man im Photoshop Köpfe ausschneidet und wie man in Premiere Keyframes setzt. Weil viel mehr sind seine Videos momentan leider noch nicht. Bewertung für den Gubin Plays. Lame. Nein, machen wir nochmal. Und 3 Lames. Yay! Für die Gubin-Play, weil seine 3 Videos so kurz hintereinander sind und alle 3 Videos gleich sind. Applaus für die Gubin. Ein grosses Dankeschön, ein riesengroßes Dankeschön an die Top 10 Community, weil nur wegen euch macht der Top 10 Erich sowas. Nur wegen euch feiert der Top 10 Erich, dass er so viel Content raushauen kann und dass seine Livestreams einfach nur noch abgeht, wenn er online ist.
Und darum nochmal eine riesengroße, fette Top 10 Backhand. Da! Für euch. Ihr seid tief im Herzen vom Top 10 Erich verankert. Und darum nochmal zum Abschluss an alle Schweizer Streamer da draußen, wo sich der Erich auch schon getroffen hat. Ein bisschen. Und schon ein bisschen diskutiert hat. Aber weil der Erich festgestellt hat, dass jeder hinter jedem Rücken am Diskutieren und am Schnorren ist und nur noch Missgunst rum ist, hat der Erich nochmal für sich entschieden, dass er nochmal einen Step Back machen muss und noch mehr sein eigenes Ding machen muss, als er schon vorher eigentlich gemacht hat. Darum nochmal an jeden Schweizer Streamer, egal wie gross das sie sind, Q Top 10 Erich out. Da! Wow!